Ich steige gerade ein. Der hohe Priester Eljaschib und die anderen Priester bauten das Schaftor wieder auf. Sie weihten es dem Herrn und setzten die Torflügel ein. Auch den angrenzenden Mauerabschnitt weihten sie bis zum Turm der 100 und zum Hananel-Turm. Die Männer von Jericho besserten das anschließende Teilstück aus und Sakur, der Sohn Imris, den darauf folgenden Abschnitt. Das Fischtor erreichte die Sippe Senaa. Sie setzten Balken ein, brachten Torflügel an und versahen sie mit Riegeln und Sperrbalken. Den Wiederaufbau des nächsten Mauerabschnitts leitete Merimoth, der Sohn Urias und Enkel von Hakoz. Daneben arbeitete Meschulam, der Sohn Berechjas und Enkel Meschasabels. Zadok, der Sohn Baanas, besserte das folgende Teilstück aus. Am nächsten Abschnitt bauten die Einwohner von Tekoa. Doch die führenden Männer jener Stadt waren zu stolz, um sich an der Arbeit für den Herrn zu beteiligen. Am Jishana-Tor arbeitete Jojada, daneben arbeitete Uziel, der Sohn des Harijajas, der Goldschmied. Daneben arbeitete Hanaja, der Salbenmischer. Amen. Look, ihr Lieben, das ist einer, neben dem Kapitel 11 und Kapitel 7 im Nehemia, einer der unbeliebtesten Kapitel vom ganzen Buch. Hier werden 38 Namen aufgezählt, die beim Wiederaufbau Jerusalems mitgearbeitet haben. Es spricht von 42 verschiedenen Teams, die in 7 Quartieren Jerusalems, jeweils benannt nach dem jeweiligen Stadttor der Stadtmauer, wo sie arbeiteten. Und dann, die waren alle am Bau beteiligt. Look, das Kapitel hat so einen Telefonbuchcharakter. Kapitel 11 auch. Alles Namen. Und deswegen wird es bei manchen Auslegern wie übergangen, das ist einfach eine Namensliste, wer war mit dabei und so weiter. Manchmal wird es auch als farblos und nicht so wichtig bezeichnet. Was soll so ein Kapitel in der Bibel vielleicht, wozu soll das dienen, außer für werdende Eltern, für die einen Namen suchen? Das wäre so eine Idee, da könnte man es noch für brauchen. Aber ich bin wirklich im Vorbereiten mehr und mehr davon überzeugt geworden. Ich glaube, dieses Kapitel und auch das Kapitel 11 von Nehemia, wo wir drin sind, ist eine zentrale Botschaft für uns in unserer Zeit heute. Das hat wirklich richtige Bedeutung. Alle Namen werden erwähnt und letztlich wird uns damit deutlich gemacht, dass Gott eine Gemeinschaft braucht, um seine Vision zu verwirklichen. Jerusalem wieder aufzubauen, die Mauern wieder aufzubauen. Und hinter jedem einzelnen Namen steht so eine Bereitschaft, an dem Ort, wo er steht, irgendwo ein Teilstück zu bauen oder irgendwas auszubessern. Wenn man einen Punkt nennen könnte, würde ich sagen, der erste Punkt, wo das Kapitel uns deutlich macht, ist, jeder ist wichtig. Wirklich, jeder ist wichtig. 2500 Jahre später, wir lesen das in der Bibel und offensichtlich hat irgendwie Gott Freude dran oder findet es wichtig, dass wir die Namen nochmal lesen. Und manchmal sind es nur Gruppen von Menschen, die erwähnt werden, die bei dieser dritten Rückführung nach Jerusalem vom Volk Israel wirklich beim Wiederaufbau mitgemacht haben. Und das ist wichtig, damals wie heute. Im Reich Gottes gibt es unzählige Aufgaben, Möglichkeiten, irgendwo mitzuwirken. Wir haben gerade von MedAir gehört, wo nächste Woche Donnerstag kommt. An so vielen verschiedenen Orten gibt es eine Möglichkeit, Gaben und Fähigkeiten einzusetzen. Und Nehemia macht deutlich, Leute, jeder ist irgendwo drin wichtig. Ob das im Baby World ist, ob das hier an der Kamera ist, wie hier vorne. Der macht das gut, Ja. Okay. Wir kommen nachher nochmal auf der Kamera zu sprechen. Technik, Engagement in der Mission, in der Politik, in der Gassenarbeit, in der Musik, in Sport und so weiter. Jeder ist irgendwo wichtig. Und das führt automatisch zum zweiten Punkt von dem ganzen Kapitel. Jeder hatte irgendwo an dem Mauerbau, beim Wiederaufbau von Jerusalem, jeder hatte eine spezifische Aufgabe. Jeder. Und wenn ihr die Kapitel mal genau durchlest und euch das antut, dieses Telefonbuch zu lesen, entdeckt man viele Kleinigkeiten, die offensichtlich entscheidend waren und für ein erfolgreiches Wir. Interessanterweise, offensichtlich gab es
im Alten Testament nicht da an dem Punkt ein allgemeines Expertentum. Jeder hatte Ahnung über alles. Jeder konnte überall irgendwo seinen Senf hinzugeben und irgendwo mitbauen. Nein, es gibt so bautechnisch gesehen im Alten Testament tatsächlich ein allgemeines Priestertum. Da gab es Leute, die anleiteten. Kapitel 3 liest man davon, dass gewisse Leiter über Abschnitte gesetzt waren. Dann kann man lesen, einige taten sogar mehr als andere. Also unterschiedliche Workload waren da. Manche arbeiteten aus dem Homeoffice heraus. Die waren gar nicht vor Ort, die arbeiten von daheim aus. Also modernes, alttestamentliches Homeoffice war damals schon angesagt. Und dann wird noch erwähnt in Kapitel 3, Vers 20 kann man nachlesen, einige arbeiten auch härter als andere. Und das wird explizit erwähnt. Aber jeder an seinem Ort. Und interessanterweise, wenn er das durchliest, dann merkt er nirgendwo in dem ganzen Kapitel, dass irgendeiner sich darüber beklagt hat, dass der eine mehr gearbeitet hat oder der eine, ich habe mehr gemacht als du, also streng dich auch mal an und so weiter. Es wird nirgendwo das erwähnt. Das Einzige, was erwähnt wird, dass ein paar Männer zu stolz waren, mitzuarbeiten. Irgendwo sich bewusst entschieden haben, nö, das ist nicht unsere Sache, da machen wir nicht mit. Das ist mir zu viel, zu wenig, was weiß ich nicht. Sie bauen nicht vielleicht richtig, keine Ahnung. Es wird nicht mehr ausgeführt. Es wird nur erwähnt, dass letztlich Stolz ein Punkt war, wo sie gesagt haben, ich mache nicht mit. Das ist das Einzige. Aber überall merkt man irgendwo, selbst der Salbenmischer wird erwähnt. Der Salbenmischer ist irgendwo, schafft neben dem Goldschmied nebendran und tut ein paar Steine aufbauen, was weiß ich. War er vielleicht zuständig für Mörtelmischen, weil er das konnte, vom Salbenmischer her. I don't know. Auf jeden Fall, das war der Job von den verschiedenen. Und noch was Drittes aus dem ganzen Kapitel, wo mir wichtig ist. Es gab unterschiedlich anspruchsvolle und anstrengende Aufgaben und Arbeiten. Unterschiedliche, anspruchsvolle, anstrengende Arbeiten und Aufgaben. In Vers 14 wird erwähnt, dass es in Jerusalem ein Misttor gab. Und auch dort wurde gearbeitet. Ein gewisser Malkia arbeitete mit seinen Leuten am Misttor. Das Misttor der damaligen Zeit, da war der Abwasserkanal mit gemeint. Ihr könnt euch vielleicht einfach vorstellen, der Gestank, der da geherrscht hat. Die Kloake, die rauslief. Und alles war in Trümmern und irgendwelche Leute mussten operat sein, in die Schieße zu greifen. Und sagen, look, das machen wir jetzt sauber, das tun wir wieder aufbauen, das wird wieder in Ordnung gebracht. Das war 100%ig nicht der attraktivste Bauabschnitt in Nehemia. Es roch, es war dreckig, es war unangenehm. Aber auch dort müssen Leute arbeiten. Spätestens, wenn wieder Feinde kommen und auch dort irgendwo die Mauer und das Tor wieder einreißen. Der Arbeiter, interessante, in der ganzen Liste werden nirgendwo kategorisiert, also in eine Kategorie eingeteilt, wegen der Wichtigkeit ihrer Arbeit. Ich habe am Tempel gebaut, ich habe einen Turm gebaut. Sie werden einfach aufgelistet. Das eine war nicht wichtiger als das andere. Ich habe manchmal so im christlichen Kreisen so ein bisschen den Eindruck, ja, wenn man hier auf der Bühne steht oder Musik macht oder dies oder jenes, dann ist das schon noch ein wenig wichtiger als das WC putzen, auch bei uns. Oder Kinder zu betreuen, aufzuräumen, zu reparieren, eine Lampe irgendwo einzubauen und so weiter. Manchmal ein bisschen, ja, ist ja so eine weniger wichtige Arbeit. Und das Kapitel macht wie extrem deutlich, Leute, die am Misttor sind genauso wichtig wie die das schöne Tor gebaut haben. Jedes Engagement dient dem Ganzen. Und nach 141 Jahren wurde Unmögliches in Jerusalem möglich, weil Leute daran geglaubt haben, dass sie gemeinsam für eine große Sache stehen und bereit waren, jegliche Arbeiten zu machen. Sitzt jetzt vielleicht hier drin und denkst, ja, das habe ich irgendwie schon mal gehört, hört man ja häufig in Kirchen, dass jeder irgendwo notwendig ist und so weiter und jeder auch nach seinen Begabungen schafft und so weiter. Ja, das stimmt alles. Aber ich glaube, gerade der erste Punkt, dass jeder wirklich wichtig ist. Der Salbenmischer, der Goldschmied, der Misttor, genau der erste Punkt, glaube ich, ist in unserer Zeit, wo wir heute leben, gewaltig unter Druck. Der erlebt wirklich Druck momentan.
Und ich möchte euch das noch ein bisschen mehr verdeutlichen, vielleicht an der Mauer hier. Wir haben im ICF unsäglich viele Teams. In Basel, im Basel-Land, mit Leuten, die hoch engagiert sind. Und wir haben in allen Teams, und vielleicht ist das auch Tradition schon, hey Leute, wir haben in allen Teams immer wieder Lücken, weil Leute aufhören, Leute wegziehen, weil Leute finden, ja, ich muss mal was anderes machen, weil Leute finden, ich habe keinen Bock mehr, weil Leute finden, der andere ist blöd, weil Leute finden, ja, jetzt habe ich das schon 10 Jahre gemacht, jetzt möchte ich mal was anderes machen. Also ganz unterschiedlichste Gründe. Wir haben eine große Anzahl an Leuten. Ich habe hier eine Kiste mit einer Namensliste drauf von Translation und Multimedia. Leute, das sind Namen drauf, die in den letzten 1,5 Jahren während der Pandemie hier mitgewirkt haben. Von Alejandra, von Esther, Hans-Jörg, Lukas. Wir haben Colin, Daniel, Erik, Fabian, Philipp, Rolf. Ganz verschiedenste Leute, die hier in dem Bereich mitgeschafft haben. Wir haben hier oben eine Kiste. Deutschkurs. Silvia. Eine ganze Liste, mit Silvia, eine Person. Wir haben Kindersegnungen. Wir haben hier eine Kiste von Online Church. Also das, was wir jetzt gerade hier momentan streamen. Viele Grüße nach daheim oder wenn du einen Podcast später siehst, das machen Leute möglich, die Online Church irgendwie verwirklichen wollen. Da stehen Namen drauf wie André, Anne, Benedikt, Bruce, Debbie, Enoch, Hannes, Jean-Claude, Lionel, Nathalie und so weiter und so fort. Dann haben wir hier eine ganze Kiste mit Beratung. Franziska, Marianne, Savina. Hier unten eine ganze Kiste von Visuals. Raphael, der macht das heute, Raphael Caruso. Grace, Fabian, Doris. Mittagessen. Eine ganze Liste von Leuten, die Kindermenü machen, vorbereiten, mitarbeiten. An der Bar. Leute, die in den letzten Jahren da waren. Ein Alla, ein Daniela, ein Chris. Gebet. Alexander und so weiter. Wenn Kisten voll Namen und Namen und Namen. Und auf all diesen Namenslisten, Leute, die haben in den letzten 1,5 Jahren mit aller Kraft versucht, es wir zu stärken, dem gesagt haben, ich mache mit, egal was momentan ist. Und du kannst jetzt daheim, wenn du einen Podcast hörst oder live dabei bist oder auch hier, lass uns den Leuten einfach mal stellvertretend einen fetten Applaus geben. Stellvertretend, weil das sind viele. Wirklich eine riesige Menge an Namen. Und mich extrem dankbar macht. Extrem dankbar macht, unter allen schwierigen Umständen, unter schwierigen Maßnahmen manchmal Dinge gesagt haben, hey, ich versuche das irgendwo mitzumachen. Leute, und das ist alles andere als selbstverständlich. Das läuft nicht automatisch. Die Predigt hat diesen sinnigen Titel, eben Gaffer gibt es genug. Ja, Zuschauer gibt es genügend. Aber Leute, die jetzt über 1,5 Jahre in schwierigen Zeiten immer wieder gesagt haben, ich bringe meinen Beitrag, ich glaube daran, dass wir die Mauer bauen, dass wir das Reich Gottes bauen. Ich glaube, momentan erleben wir, und Debbie Raas hat das so schön jetzt eben im Gebet schon erwähnt, Leute. Wir erleben, wir als Kirche, viele andere Kirchen, Vereine, Schulen, ganze Gesellschaft, wir erleben eine ungewöhnliche Herausforderung. Das gemeinsame Bauen an was Größerem, das gemeinsame Einsetzen bröckelt extrem. Bröckelt extrem. Weil man unterschiedliche Meinungen hat, unterschiedliche Interpretationsfakten hat, unterschiedliche Gefühle hat über Einschränkungen, Maßnahmen, Fakten und so weiter. Das ganze Thema beschäftigt uns als ganze Gesellschaft. Neue Vorgaben, neue Bundesratsentscheidungen. Auf einmal fängt sowas an zu spalten. Ich habe in meiner 36-jährigen Tätigkeit als Pastor, ich habe tatsächlich schon ein paar Kirchen am Rande miterleben müssen, die sich gespalten haben. Manchmal wegen Röcke tragen oder nicht Röcke tragen, ob das Frauen im Gottesdienst Röcke tragen sollten. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch für euch an, aber das gibt's. Ich habe Kirchen erlebt, die sich über theologische Fragen auseinanderdividiert haben, weil sie fanden, das ist undenkbar.
mit dem Heiligen Geist und so weiter und dies und jenes. Aber was zur Zeit abgeht, muss ich wirklich sagen, das habe ich in den 36 Jahren, das habe ich irgendwo nicht für möglich gehalten, dass in 1,5 Jahren so eine Dynamik entsteht, auch in der Kirche. Das gemeinsame Bauen, das gemeinsame irgendwo neben einem stehen, der Salbenmischer ist, wenn man selbst doch Goldschmied ist, dass das so unter Druck kommt und so eigenartig und auch einfach mal schwierig wird. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen mit Menschen gesprochen, mit Medizinern, die sehr skeptisch sind über viele Maßnahmen, die momentan sind. Dann habe ich mit Medizinern gesprochen, die skeptisch sind über die Mediziner, die das so sehen. Dann mit Pflegekräften, die unter Druck sind, mit Befürwortern, Kritikern. Ich muss das nicht alles ausführen. Mit Kirchen, die finden Corona, man soll sich auf keinen Fall beugen, das ist Blödsinn. Und man soll einfach weitermachen wie bisher, bis hin zu Kirchen und Gemeinschaften, die sagen, nein, nein, auf keinen Fall, wir machen da mit und so weiter und so fort. Und das ist spannend in vielerlei Weise. Offensichtlich ist gemeinsam bauen, wo Nehemia so explizit mit seiner Lebensliste deutlich macht, dass das so viel mitschaffen, obwohl man es vielleicht auch anders sieht, das ist wirklich unter Druck. Gemeinsam entsteht momentan fast nur noch mit denen, die gleich sehen wie ich. Also ungefähr die meine Meinung haben. Es gibt 2 Meinungen, meine und eine falsche. Und mit denen bin ich dann auch unterwegs, mit denen, ja. Leute, ich weiß, es ist kompliziert und ich möchte doch nicht das ist nicht unser Hauptthema, aber ich bin überzeugt, jeder ist wichtig. Und deswegen muss auch die Kirche für jeden irgendwie immer offen bleiben. Ich bin der Meinung, dass für Nachfolger Jesu, für Menschen, die von sich selbst sagen, look, ich folge diesem Jesus, dem menschgewordenen Gott, wo Gott uns im Neuen Testament offenbart, so ist Gott, der uns gesagt hat, hey, look, folg mir nach. Und wenn du eine Person bist, hier in der Lehmatthalle oder daheim oder wenn du den Podcast schaust und dich als solche Person bezeichnest, ich bin so ein Jesus-Nachfolger. Manche nennen sich dann Christen oder Christin, aber du folgst diesem Jesus Christus, dann glaube ich, ist die Phase, wo wir drin sind, ein Test. Wirklich ein Test. Nicht ein Test, den Gott uns zuspielt, nichts. Gott testet nicht den Glauben, gar nichts. Aber es ist ein Test, wo wir als Nachfolger Jesu wie hineingeworfen sind. Und wir werden sehen, wie das für jeden hinterher aussieht. Ein Test, wo Jesus mal folgendermaßen beschrieben hat. In Johannesevangelium Kapitel 13. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr euch untereinander lieben. Und an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An der Liebe untereinander wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An der Liebe untereinander. Damit ist nicht gemeint, dass alle die gleiche Meinung haben. Das hat Jesus überhaupt nicht damit gesagt. Das war beim Mauerbau und beim Nehemia nie das Thema. Es gab sehr unterschiedliche Meinungen da drin. Oder dass man alles gleich einschätzen muss oder auch verstanden hat oder mit einverstanden ist, auch manchmal mit absurden Dingen. Ich verschone euch, was uns als Kirche abtrifft. Das ist überhaupt nicht damit gemeint. Wir haben jetzt eben den Song gesungen, I will build my life on a solid foundation. Ich möchte mein Leben auf eine solide, auf eine feste Fundament bauen. Und dann kommt dieser Song, geht weiter auf diese Liebe Gottes. Und Jesus sagt, look, das ist wirklich, an dem wird was erkannt werden. Und die Frage ist, wird was daran erkannt? Wird was dann erkannt? Ich habe neulich ein Interview gab es mit dem Philosophen Brecht im deutschen Fernsehen drin. Und in dem Interview wurde die Frage aufgeworfen, und sie hat mich wirklich, wirklich getroffen, wer fördert oder wer steht in der momentanen Phase in dieser Gesellschaft für Werte wie Solidarität, Gemeinwohl und Empathie? Wer? Die Frage wurde gestellt. Leute, wenn ich da gewesen wäre, und ich bin nicht eingeladen worden, weil Sie haben mich vergessen wahrscheinlich, ist egal, Sie fanden mich da. Wenn ich da gewesen wäre und ich eingeladen wäre in der Runde oder wenn ich nur als Zuschauer darin gewesen wäre, ich hätte reingerufen, wer steht dafür? Kirche steht dafür, wir stehen doch dafür. Und dann hätten wahrscheinlich die Mehrzahl der Leute gelacht.
Und dann gesagt, ja, träum du mal weiter. Kirche steht dafür. Das sieht aber momentan nicht so gut aus. Wahrscheinlich hätten sie gelacht. Wahrscheinlich. Aber ich bin überzeugt davon. Ich bin absolut davon überzeugt. Ich glaube, dass das, wo Jesus uns so berufen hat, dafür stehen wir in dieser Welt. Und wir können tatsächlich, Kirche kann einen Unterschied machen. Und ich lade dich wirklich dazu heute ein, ein Teil von dieser Lösung zu sein, mitzubauen an seinem Reich, an einem Reich, wo diese Welt so dringend braucht. Und gerade jetzt braucht diese Gesellschaft Kirche in einem besonderen Maß. Männer und Frauen, die sagen, ich bin ein Jesus-Nachfolger. Wir müssen nicht einer Meinung sein, aber ich stehe dafür, an einer Liebe untereinander, an einem Respekt untereinander. Ich lasse mich daran erkennen und ich lasse mich daran messen. Gerade auch dann, wenn man eine andere Meinung hat. Gerade dann. Nochmals zum Nehemia im 11. Kapitel. Da gibt es noch eine weitere Liste. Und die erspare ich euch. Es sind urhure viele Namen, die hier gelistet werden. Es ist eine andere Liste mit Namen. Und zwar sind das Einzelpersonen, Familien, die relocated wurden, also die weggezogen sind an einen anderen Ort, die extra nach Jerusalem gezogen sind von ihrem Heimatort, um Jerusalem nämlich wieder aufzubauen. Und wenn man das durchliest, dann merkt man, wie besonders das Kapitel ist. Es geht um Menschen, die wirklich was sehr Selbstloses gemacht haben, mit allen Konsequenzen, was das für sie bedeutete. Die sind ausgelost worden. Quasi, man könnte Lösliebe und jetzt sagen, du darfst nach Jerusalem ziehen. Von Binningen darfst du nach Jerusalem ziehen, um dort diese Stadt, die immer noch in Trümmern ist oder teilweise, wieder mit aufzubauen. Zu der Zeit war Jerusalem wie so eine Art Geisterstadt. Die muss belebt werden. Was nützt, wenn nur die Mauer gebaut ist, aber sie nicht belebt ist? So eine Stadt hat keine Zukunft, außer es stehen Männer und Frauen, Familien da hinein und fangen an, wir bauen das auf, wir bringen das zum Leben, die ganze Sache. Es ging schlicht und ergreifend darum, wirklich komplett umzuziehen an einen anderen Ort, den Tempel, den Gottesdienst wieder aufzunehmen. Und das sollte ihre Aufgabe sein. Wer ist parat? Und ich finde, das sagt was in unsere Zeit heute. Ich glaube wirklich, das hat einen Bezug in unsere Zeit. Bewusst an einem Ort hinzugehen, um dort mitzuhelfen, mit wieder aufzubauen, etwas möglich zu machen, sich identifizieren mit dem Ort, wo jetzt noch nicht so viel ist, wo es noch nicht so klappt, das kostet was. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig und aktuell in unserer heutigen Zeit. Sich identifizieren, sich was kosten zu lassen, sagen, ich mache mit, ich helfe aus. Oder ich baue was auf, aber ich mache den Move. Und möchte dazu ein sehr lebendiges Beispiel bringen. Bruce. Wo ist der Bruce? Bruce Klöti. Da ist er. Der kommt jetzt auf die Bühne und er wird es damit verdeutlichen, wie wir das als Kirche auch in den letzten 1,5 Jahren erleben durften. Bruce. Ich gebe dir das Mikro. Er hat eine neue Frisur. Eine geile Frisur hat er jetzt. Obwohl ich das andere auch toll fand. Kommt wieder. Bei mir eben nicht. So ist das Leben. Hey, schön. Schön, ja genau. Jetzt haben wir schon viel über Covid und so geredet, aber erinnert euch noch vielleicht an den ersten Lockdown und plötzlich ist es für uns nicht mehr möglich gewesen, Kirche auf die Art, wie wir sie jetzt teilweise auch wieder leben zu leben. Und das bedeutet, wir haben viel mehr auf den Livestream gesetzt, dort wo auch jetzt du zuschaust. Und wir haben gesucht nach Leuten, die sagen, hey, sie kommen dort an, wo sie vielleicht gar nicht daheim sind, um dort mithelfen, mitschaffen, beleben, so wie eben Jerusalem. Und der Ralf, der hat dort die Wirsches, die Melanie und der Samuel Wirsch angefragt, ob sie, die in Basel-Land im ICF daheim sind, würden sich verpflichten und sagen, wir kommen auf Basel und wir schauen jede Woche, dass der Livestream läuft. Es sind ein paar von vielen gesehen. Nathalie und der Rolf Wittlin, der Jean-Claude, der Anne, der Raffi Caruso, viele haben mitgeholfen, aber sie haben das Team übernommen, haben geleitet und gesagt, hey, wir stehen da drin. Das ist nicht unser Daheim, das kostet uns etwas. Sie haben wenig teilnehmen, auch am Gemeindeleben, weil sie einfach immer geschaut haben, dass das irgendwie läuft. Und die Phase, wo sie das machen, weil wir haben von Anfang an gesagt, das ist temporär, sie gehen wieder zurück, die ist jetzt zu Ende gegangen und wir haben das einfach auch als Beispiel nehmen und sie auch Ihnen heute wirklich ganz offiziell Danke sagen, dass Sie in die Lücke hineingestanden sind. Melanie und Sammy, kommen bitte offen.
Und auch heute... Wartet noch schnell. Es gibt dann noch einen grossen Applaus am Schluss, ist gut. Wir können uns noch ein bisschen aufsparen. Mega schön sind ihr auch heute jetzt nochmal da. Jetzt ist auch eine neue Phase für euch, wo ihr ein bisschen wieder auch in einer Community eintauchen könnt, nachdem ihr so viel Output geleistet habt. Aber ich möchte trotzdem gerne von euch wissen, was hat euch dazu bewogen, zu diesem Ja zu sagen? Ja, ich glaube, die Predigt von Ralf hat sehr vieles hier schon beleuchtet. Schlussendlich ist es irgendwo eine Lücke. Und wir stehen sehr gerne in Lücken reinstehen. Und ja, ich glaube, das ist so etwas, was auch sich durch unser Leben durchzieht, dass man sagt, okay, jetzt ist es vielleicht nicht gerade an mir, meine Bedürfnisse vorzustellen, sondern es gibt auch andere Bedürfnisse. Und ja, ich glaube, das ist für uns dann nicht eine mega riesige Entscheidung gewesen. Um 2 Wochen hatten wir Fasten darüber, sondern es ist einfach vom Herz aus gekommen. Und ja, ich glaube, das beschreibt das sehr gut. Ja. Genau. Also ihr seid sehr praxisorientierte Leute. Melanie, vielleicht kannst du nur etwas zu dem sagen, wenn jetzt jemand in die Lücke will springen, die dir hinterlassen haben. Wie sieht das aus? Was muss man können? Was muss man machen? Eigentlich muss man nichts können. Man muss einfach den Willen haben, das zu machen. Und alles, was man dann machen muss, wird einem hier beigebracht oder zeigt. Man muss einfach das Herz haben, um das zu machen. Hey, danke euch zwei vielmals. Sandrine, wir haben noch ein kleines Geschenk für euch, um ein bisschen genießen jetzt. Jetzt dürft ihr ihnen einen grossen Applaus geben. Danke vielmals euch zwei. Einmal weiß, machen wir es umgekehrt. Einmal rot. Und noch ein feines Nacht für euch. Danke vielmals. Und wir wünschen euch einen super Wiederstart im Baselland. Danke dir, Bruce, und danke dir, euch beiden. Ich finde, die beiden sind ein sehr super Beispiel dafür, wie Nehemia 11 sich verwirklicht hat, auch eine Hütte gezieht. Look, ich packe einfach an, da wo wir jetzt gerade... Ja, wir sehen jetzt, du bist da. Schön. Toll. Also, hallo erstmal. Nein, es zeigt sich auf eine sehr eindrucksvolle Weise, Leute, wie wir als Gemeinschaft Dinge möglich machen können. Und Menschen sagen, look, ich packe damit an, ich gehe damit hinein. Wir erleben als ganze Kirche zurzeit, look, an so viele Orte, an so viele Steine, sind Lücken, an so viele Bauabschnitten. Kann man irgendeinen brauchen, weil Leute momentan sagen, nein, das jenes nicht. Heute Morgen sind 2, 3 Leute eingesprungen im Welcome-Team. Und diesen QR-Code gescannt und dann Triage gemacht. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo du mitbauen kannst. Und ich möchte die Predigt damit aufhören, wirklich als ein Stück Herausforderung. Überleg dir das. Steig mit ein. Es gab noch nie eine bessere Zeit wie jetzt, zu zeigen, hey, wir sind nicht nur eins, sondern wir möchten eine größere Vision verwirklichen. Jeder ist wirklich wichtig. Und wir möchten in dieser Welt ein Beispiel sein für Respekt. Wir stehen für Sympathie. Wir stehen für Solidarität. Wir stehen für Empathie. Wenn nicht wir, wer denn? Wer denn? Und ich lade dich ein dazu, lass uns dafür stehen. Egal wie die Meinung vom anderen ist. Ich möchte zum Schluss, dass wir nochmal einen Moment nehmen, zu beten. Und ich möchte nochmal das aufgreifen, was Deborah Raster schon gemacht hat, dass wir für Einheit beten. Nicht nur für unsere Kirche, für Kirchen, für diese Gesellschaft. Das ist wirklich eine Herausforderung in vielfacher Hinsicht. Menschen, die entscheiden müssen, die müssen immer irgendwo dadurch navigieren. Und ich möchte dafür nochmal eine Zeit nehmen, dafür zu beten. Und darf ich dich bitte aufzustehen? Und du daheim oder wenn du später den Podcast schaust, ich lade dich auch bewusst ein, überleg dir, ob du jetzt wirklich mitbeten willst. Überleg dir das. Es ist kein Beinbruch und kein geistlicher Wahnsinn, wenn man sagt, nein, ich bete jetzt nicht mit. Weil wenn wir dafür beten, wenn wir als Gemeinschaft dafür beten, wenn wir als Kirche uns dafür stark machen, dass wir doch die Antwort sind, dass wir wirklich an dem, was erkennen könnten, an dieser Liebe untereinander und an jedem Mauerabschnitt braucht es Leute. Dann seid ihr bewusst, wenn du mitbetest dafür, dann bist du auch Teil von der Lösung. Wir beten nicht einfach, dass Gott macht das mal irgendwie mit uns. Er hat nichts gemacht.
Ich spüre nichts. Das ist keine Frage vom Spüren und Machen, eine Frage vom Entscheiden. So wie ein paar Leute in der Geschichte zu stolz waren und letztlich gesagt haben, nein, sie machen nicht mit. Die Bibel nennt es Stolz, weil sie nur für sich geschaut haben. Und in manchen Phasen vom Leben gibt es das. Dann muss man das. Dann muss man auf sie schauen, damit man nicht untergeht. Aber hier ist was anderes gemeint. Es geht nicht um das. Und wenn du in einer Phase bist, wo du merkst, hey, ich muss für mich schauen, ich bin so unter Druck schon, dann tu das. Hör wirklich gut zu. Dann mach das. Es geht nicht um das. Es geht um das andere. Ob ich bereit bin, irgendwo da Teil zu werden und sagen, ich baue mit. So lade ich dich ein. Überleg dir mal, mit dem mir beten willst. Jesus, du hast mal gesagt, dass du deine Kirche bauen wirst und die Pforten der Dunkelheit werden sie nicht überwinden. Und darauf berufe ich mich auch heute, Jesus. Sagt, egal wie wirr und verrückt es auch werden mag, ich halte daran fest, dass du letztlich der Garant bist für deine Kirche und an dir wollen wir uns ausrichten. Jesus, auch als ICF Basel, Basel-Land, ICF Lörrach. Und wir machen uns eins mit all den anderen Kirchen. Von reformiert, katholisch bis Freikirche, was auch immer. Jesus, wir beten darum, dass wir wirklich leuchten können in dieser Zeit und wir möchten Teil sein von der Lösung, indem wir Respekt voreinander zeigen, indem wir die Solidarität füreinander zeigen, indem wir eine andere Meinung sogar stehen lassen können, um Jesu Namen willen. Und wir darum ringen für Lösung. Jesus, wir möchten sehen, dass dein Reich kommt. Jesus, wir möchten dafür beten, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch in unserem Leben. Gebrauch uns als Männer und Frauen, die heute wirklich einen Unterschied machen. Bin gespannt, wie die nächste Woche wird, Jesus.